When I see a sunset like this, I can't help but think of dinner. Are we eating soon? Ein guter Einwand, Elise. Willkommen zurück hier bei Tales of Xillia. I've never traveled this deep into Azul before. Nor I. And Rashagal, very little is known about the interior. Well, if anyone has any questions, fire away. I've actually come here a number of times. Because you have a girl in Azul? I came for work, mind you. Work. But sure, I may have met a few girls over the course of my duties. Not the most emphatic denial. Ja, gute Frage, gute Frage. Alter, hey, eine Szene nach der anderen, das gibt's einfach nicht. What were all those notes that you gave to Mila? Notes? Oh, those weren't notes. Those were free massage coupons. What? But why? Case closed. Just let it go already. Hey, Mila, what was in all those notes Leia gave you? Notes? Oh, those were... Free massage coupons. Huh? Oh, yes. They were free massage coupons. Perhaps I'll use one right now. One massage coming right up. You sure are tense today. Am I? Hey, that hurt. Oh, whoa. Massages are not bad at all. I know, right? What is going on with these two? Ja, Frauengeheimnisse. Lea, wenn du schon dabei bist, ich hätte auch einen verspannten Lacken. Lea, schon da weg. Give it to us straight, Doc. How's Mila doing? I understand this Asperixis device is quite advanced, but I can't imagine it could have healed such a grievous wound in so little time. When I first applied the Asperixis, it caused such intense pain that she passed out. But now that she's more used to it, she can tolerate it, as long as she doesn't exert herself. Doesn't sound like she's ready for any kind of battle. Sorry, I shouldn't give you such a hard time. It's not like Mila would let a little pain slow her down, right? Thank you for the explanation. We'll take the lead for a while and give Mila time to rest. As long as I'm on the battlefield, I'm sure we'll get by. Thanks, guys. Ja, also das fällt ja Elvin auch schon früh auf, wa? Stimmt, er trägt sie immer noch. Fällt mir erst jetzt auf, aber egal. So, wir gehen jetzt weiter. Servus. Expecting a message, Alvin? Huh? I've seen him using that bird to send letters before. To a woman, apparently. Sorry, folks, I'll be done in a jiff. Everyone, take 5. Hey, Mila. You gave something to Ivor a while back. Was it the thing you swiped from the laboratory? Yes, it was the Spyrex used to operate the Lance of Kresnik. That little thing? But shouldn't you keep it with you? No. In fact, it would be dangerous to get anywhere near the Lance of Kresnik with that Spyrex in hand. Oh, well, you know better than me. There is a problem, however. The channeling circle that bound and captured the Four. I believe it was generated by that Spyrex. I will need to generate a channeling circle of equal power to release them. In other words, you'll need that Spyrex to save the 4 great spirits. I may need the Four's power to destroy the Lance of Kresnik, too. The real question, then, is when should I retrieve the key from Ivor? Hey, does that mean you can also use Spyrex to cast arts? It's not just for the Lance of Kresnik? What's the simplest way to explain this? Remember the street lamps in Fenmont? People light them with spirit arts. It's a simple parlor trick. Even a child could do it. But what happens if more powerful spirit arts are required? Those require a powerful caster. Someone with a mana lobe of sufficient capacity. The greater the capacity, the more mana can be produced when using arts. That capacity is determined at birth. It's immutable. Precisely. That's one of the laws of Riza Maxia. But a Spyrex doesn't rely on the caster at all. A caster wielding a Spyrex can power anything,
from a tiny streetlight to a gigantic object like the Lance of Kresnik. Mana capacity ceases to be a limitation. But that sounds really handy. It is handy, and that's precisely why it's so dangerous. With the Spyrix, anyone can wield arts potent enough to capture the Four. And anyone can use that power to kill others. Just as they plan to do with the Lance of Kresnik. Anyhow, we should get going. Üble Geschichte, Leute. Und wem hat Elvin da gerade geschrieben? Er wird doch nicht gerade uns einen Aufenthaltsort verraten haben. Elvin. You seem to know a lot about golems. What was that you said about earth spirits? Golems are artificial constructs created by the Rashigol army through Earth spirit channeling. They can only work within particular spirit climes, but they're very powerful. Impressive. Isn't she smart? Although she did just hear all that from Rowan. So she's just the conductor's parrot. Elise learns spirit arts through intuition alone, so she hasn't made a proper study of the subject. However, once she learns something, her ability to recall it is quite impressive. I learned a lot of other things too. Like Femmon is protected to the north and south by golems, and the Fezabel Marsh. It's an impregnable defense. Impregnable, huh? Can you tell me what that means? Well... Perhaps it's time we expand our lessons beyond just... Ja, vielleicht. Was? Eine wütende Höhle? Oh, Menschenskind. Und jetzt? Was ist eigentlich da unten los? Das sieht mir doch stark nach Sidequest aus. Mal ganz kurz gucken. Vielleicht hat es noch was Interessantes für uns. Man weiß ja nie, Freunde. Man weiß ja nie. Eine ermüdende Hülle ist garantiert ein Satz von Mila. Gemüsesticks. Ein bisschen Gemüse. Ein Veggie-Menü. Naja, wieso eigentlich nicht? So, jetzt erstmal ganz kurz. Hey, Mila? Are you really Maxwell? I am. Had I not mentioned that yet? Ah, she isn't human! Run away! Having seen the strength of Mila's resolve, I have no trouble believing that to be true. So how come you look so normal? I have taken physical form by using the elements within a human body as a catalyst. Though it has proven to be an irksome vessel with many limitations. So Mila is Maxwell in a human body. Well, it doesn't change who she is, right? Let's leave it at that. It's still a little scary. But haven't you always known Mila to be scary when she's angry about something? I guess that's true. Are they afraid of me? Or is that a sign of respect? Well, I suppose either will do. Oh, ich glaube irgendwie beides, wa? Altenpflege jetzt auch noch. Oh, was denn jetzt? Kampfbündete? Oh, gar nicht gut. Moment, muss ganz kurz ein bisschen näher ranrücken, wenn es jetzt schon an die Kampfbündete geht. Ja, leck mio! Oh, den haben wir überhaupt. Alle habe ich wieder. Gut zu wissen. Ist natürlich ein bisschen falsch, aber auch Rowan. Wenn ich schon... Ja, so. Und zack. So, Verwunderarte und Tschüssikowski, Freunde. Hat uns gefreut. Natürlich ein bisschen Zeitverschwendung, merke ich gerade. Zeitverschwendung. Altersverschwendung natürlich. Die Viecher machen wir auch so ein bisschen Wind Magic platt. Gut, haben wir das auch geklärt. Wow, aua. Dämliches Scheiß, Mist, Vieh. Jetzt reicht's mir aber. Donner. Geht doch. Wow, was kommt da plötzlich? Was zum Henker war das gerade? Eine Finsterarte? Au. Das tut doch weh, Wen greife ich jetzt zuerst an? Ich hab ne Idee. Mächtige Erdarte und Tschüssikowski. Naja, fast. So, Wind Magic. Boom. Was sagt der Wind? Nicht Donner. Alter, die Stange auch mir noch nicht ganz. Ist doch zum verrückt werden. Boom. Habe ich eigentlich genug mehr gerade? Habe ich genug? Relativ lahm. Oh, relativ lahm sage ich schon. Wow, so jetzt. Nein, sind nicht im Kreis drin. Oh, der Feuerkreis ist doch dämlich. Also teilweise schon ein bisschen. So, Erd und das war's. Gut. Der letzte Impakt. Oh, der haben wir ganz schnell. Ja, mach. Jetzt wird er gerade mit Windmatching ein bisschen nachladen. Gut, eben nicht.
Windartis, nicht so gern gesehen, wie es aussieht. Egal. So, was sind wir jetzt? Sind wir aus diesem dämlichen, seltsam aussehenden See, wie es aussieht. Da drüben ist noch was. Was hat's denn hier? Eine kleine, aber feine Höhle. So, Mila kriechen. Ah, na, guck mal an. Also, mysteriöses Juwel. Ist doch bestimmt für irgendeine Art Sidequest. Ja, was ist denn jetzt los? Altenpflege. My aching back. Your back hurts? Want me to give you a little therapeutic massage? Oh, that's very generous of you. Don't coddle the elderly kid. It never ends well. But he's in pain. I am grateful for the sentiment, Jude, but I worry that your hands might not be strong enough. Perhaps a massage from a nubile young woman would be more effective. You mean me? If I had the 4, I'd have Ifrit bathe your back in flame to increase blood flow. Wirksam. Durchaus wirksam. Then have Gnome send tremors up and down your spine. That would clear it right up. But I suppose I could still do most of that with my own arts. Go ahead. Show me where it hurts. Oh, I'm fine, really. Aches and pains are old friends to a man my age. Let's be moving on then. Huh? You don't want the massage? See what I mean? Yeah, no more coddling. Allerdings. Aber nicht schlecht. Aber ich denke, Rowan war eher auf das Angebot von Lea, wollte eigentlich hindeuten, war, dass sie ihn massieren soll. Aber gut, ein Söldner und Gentleman. Oh. Elvin und Gentleman? Nein, ich weiß nicht. Mysteriöse Flüssigkeit, sehr schön. Are you ladies feeling well? Anyone need a break? I'm okay. You sure are friendly. I thought mercenaries were supposed to be gruff and scary. That's just a stereotype. Although there certainly are a few like that. A true pro uses good manners and a kind demeanor to compensate for the job's shadier aspects. Huh. I guess Elvin would be even worse if he was rude as well as devious. I suppose. Man, you really are cool if you can let comments like that roll off your back, little buddy. Right? Sass from stuffed animals, cheeky teenagers calling me little buddy. Nope, don't care one bit. Ja, du hast stattdessen lieber ein paar Geheimnisse für uns, nicht wahr, Elvin? Das ist ein gutes Thema, etc. Brieffreunde. It's a pain, but I better try to bang out a letter. Look, Alvin's writing another letter. My dearest, now that the interseasonals have blown their last, and the spirit climb has settled, my thoughts stray to you and your well-being. He's so formal. He's gotta be writing to a woman. That reminds me, Jude. How come you didn't answer any of the letters I sent to you in Fenmont? I didn't know what I was supposed to say. You only ever talked about yourself. Also, your penmanship could use some work. I can't believe you! You blow me off and still have the nerve to complain. But I could barely even decipher them. You yank the pen so hard it tears the paper. Well, maybe I'll just copy you. Your cutesy little bubble letters are straight from a little girl's diary. What? Guys aren't allowed to write neatly? That's sexist. I'm not being sexist. That's exactly how it looks. Then you've proven my point. You are sexist. I'll never run out of things to write about with these people around. Und vor allem immer etwas zu lachen, Freunde. Alter Schwede, mich kann verschocken. Ja, immer etwas zu lachen, wenn wir immer haben. Das dürfte wohl klar sein. Aua, wer greift denn da gerade an? Nee, das gibt's ja nicht. So. Aua, ich wollte gerade... Windwave, geht doch. Sind nicht so viel, als ich gerne hätte. Wow. Walalala. So. Mann, ich wollte gerade... bringt natürlich alles nichts. War ja klar. So. Aua, voll von Luft geholt. Ist klar. So, tschüss. Zack. So, oh, ich hab doch geblockt. Ich wollte doch gerade blocken. Das war Kombi-Attacke. Und hier kommt gleich die nächste. Gucke mal. Tschüssikowski. So viel dazu. Jetzt habe ich Zeit für ein bisschen Thunder. Was zum... Ah, ist noch einer hinter mir. Hab ich gar nicht gesehen. Na, warte du. Go, Tipo! Und wir bringen es zu Ende, liebe Leute. Ups, das aber... Nein! Ich habe die Serienchance vertan. Ich Trottel. Du. Naja.
Gibt Schlimmeres. Ich hoffe zumindest. Wir haben gerade stehen geblieben. Nachher genau, Elvin und seine Brieffreunde. Also wenn der wirklich seine Brieffreundin, also sprich wirklich Freundin, schreibt in diesen Briefen, ein fressen Wesen, Leute. Der verrät uns doch, das riecht doch irgendwie. Ganz schön eine Hartnäcke, die Kumpel, wa? Wir gehen jetzt lang nach rechts. Ganz kurz gucken, was links so abgeht. Kann sicher klettern hier. Jo, geht. Dann schauen wir doch mal. Was hat's denn hier Schönes? Got it, got it? Ja, got du mich auch. Ah, guck mal an. Fertigkeitsbuch, Seelenteil. Ja, ist doch wow. Fabulös. So. Hat hier noch etwas ganz Kleines für Mila. Hallo? So, jetzt. Insektenflügel. Und ja, ich hab's gesehen. Du triffst mich nicht. Das wartet natürlich dort, ist klar. Rahmenschwarze Feder, mal 5. Da kommt er mir nach. Nö. Kommt nicht nach, aber natürlich wartet er hier. Wow. Das war knapp. So, weg hier. Wow. Himmel, schon dran zu werden. War das knapp, hey. Das ist ein bisschen zu knapp. Für meinen Geschmack natürlich kommt er mir hinterher, ist klar. Ich bin doch eh nie, deshalb viel zu lahmarschig. Und wir sind gleich da, Freunde, wo wir auch ursprünglich hin wollten, wie es aussieht. Der Zauber eines guten Tees. Bitte was? Was ist denn noch? Xiandu, Zentralbezirk. Wir sind endlich mal da. Ja, Menschenskind, hey. Oh, eine Abkürzung, aber später dann. Okay, gut zu wissen. Aber erstmal kurz speichern. Zack. Ja, gerne beschreiben. So, Erfahrungspunkte kriegen wir leider nicht so viel hier, wie es aussieht. Also lassen wir mal die Monster hier beiseite und gehen direkt weiter. Der Zauber eines guten Tees. Ja, gut, von mir aus. Hier. Stay on guard. The enemy could be all around us. Yes, ma'am. How about we take a break? Would anyone care for tea? This is hardly the time for tea. Whatever do you mean? Here, I've steeped some of my finest blend. Well, a moment's rest then. But stay vigilant. This is good. It tastes like sunshine. It's wonderful. Not just the flavor, but the aroma too. It's my own special mix. The aroma comes from dried fruit peels. That's peculiar. After just one cup, I feel completely energized. I'm better than ever! Such is the magic of good tea and idle conversation. Muss ich mir merken, Freunde. Muss ich mir merken. So. Jetzt kennt ihr Flüssigkeit. Sehr schön. Wo geht es links lang? Wo geht es rechts lang? Wo geht es überall lang? Und schon könnte es wieder eine Cutscene. Och nein. Nicht jetzt. Wieso kommt der? It's a miracle! You can walk! Ivor, what are you doing here? Who's this guy? Mila's handmaid. Ich hätte eher gesagt ein Trottel, aber kommt das gleiche raus. Now that your legs have healed, you must return to the village at once. Please, if something else were to happen to you, I don't know what I'd do. I cannot return yet. I have business in Fenmont. In that case, allow me to accompany you. That won't be necessary. I have all the help I need. From these people? These people, Jude and Leia here, helped me walk again. They can be trusted. Jude again? I'm Leia. Nice to meet you. He's got some issues, huh? You must feel pretty pleased with yourself now that Lady Mila is on her feet again. Well, I did promise I would help her walk again. And here she is walking. How dare you take credit for this miracle? It was all due to Lady Mila's divine power! It must have been. Alter, würde ich dem Kerl so gern die Fresse polieren. Na gut, wir haben es schon mal gemacht, von dem her. Ach, lassen wir ihn doch einfach quatschen. Maxwell, curse you! I was the one who was supposed to heal her. Was? Maxwell verfluche dich? Ach so, so rum. Sorry? That's right. Beg for your forgiveness, you phony. Atone for your blasphemy. What is he talking about? It would seem Jude keeps the most eccentric company. All of his acquaintances are so... Ivor, I gave you an important mission. Why are you here? I've not forgotten about the defense of the village.
And the item you entrusted to me is safe. I have it hidden in a place known to no other. However, I recently received this. Maxwell is in grave danger. You must rescue her at once. Elvin, ich hab ne Vermutung, Freunde. Was jetzt gerade... Oh nein, Elvin. Ach du Scheiße. Das Dorf. Es wird angegriffen. I rushed forth immediately. I only just now caught up with you, Lady Mila. Ja, logisch. Es ist natürlich ohne Schutz. Oh, Mensch. Who could have written something like this? I wonder. But in any case, it's mistaken. As you can see, I'm perfectly fine. Oh. Ivor, run! Was ist das für ein Viech? Ivor, ich mag dich ja nicht, Kumpel, aber trotzdem kannst du mir mal kurz umdrehen und wegrennen. Ja, so viel dazu. Du, ich bin sauer. Alter, wie kann das sein? Got to be kidding me. Autsch! Oh, das Vieh macht aber Schaden. Alter Schwede. So, was ist eigentlich für ein Vieh? Brutaurus. 28.000, 28.000. Schwäche. Oh, Wasser. Was dabei, glaube ich, eher weniger war. Scheiße. Freunde, wie es weitergeht hier bei Tales of Xillia in der nächsten Episode. Dann erfahren wir vielleicht auch, was das sollte von Elvin, weil ganz ehrlich, das kann nur Elvin gewesen sein. Da habe ich doch einen sechsten Sinn dafür. Und natürlich jetzt, wo Ivor nicht im Dorf ist, um es zu beschützen und natürlich den Gegenstand da gelassen hat, was eigentlich logisch wäre, wenn natürlich nicht darauf kommen. Kann natürlich Elvins Handlanger oder sein Boss, wer auch immer das dahinter steckt, kann natürlich das Dorf ausrauben, angreifen und ja, wir werden sehen, was noch passieren wird. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Xillia. So, jetzt aber. Ciao zusammen.